Guten Morgen miteinander. Ich finde es immer wieder mega lässig, wenn ich da so in die Runde schaue, wie das da so eingerichtet ist, mit diesen Sofas, mit diesen Tischchen, mit dem Teppich da vorne. Und einfach so erwartungsvolle Gesichter zu sehen. In dem Sinne schön, dass ihr da seid. Also nach dem 1. August feiern gestern. Ich hoffe, ihr seid nicht zu nass geworden am Abend. Ja, auch schön, dass ihr daheim einschaltet oder in der Ferien einschaltet. Das ist jetzt ja alles möglich, dank der Technologie, die da mega gut funktioniert im Kreuzpunkt. Ja, einfach lässig. Und für die, die das erste Mal da sind, hat es dort hinten beim neuen Eingang ein Welcome Package, das ihr gerne mitnehmen dürft, bevor ihr geht. Und noch Kaffee trinken, bevor ihr geht. Und falls ihr vielleicht jetzt immer von daheim geschaut habt und findet, ich bin ja noch gar nicht dort gewesen, kommt doch mal. Das wäre auch mega lässig. Ihr könnt euch auf der Homepage anmelden und einfach mal da sehen, wie das richtig aussieht, live aussieht. Das würde uns mega freuen. Heute Abend ist noch Gebet da im Kreuzpunkt unter Ihnen Gemeindegebet. Es wäre mega lässig, wenn ihr kommen, wenn du kommen, live beten. Ihr könnt natürlich auch daheim beten, aber zusammen ist es irgendwie einfach noch mal ein bisschen anders. Am Dienstag und am Freitagnachmittag sind alle Kinder noch herzlich eingeladen für so Kids-Nachmittag. Da könnt ihr euch auch auf der Homepage anmelden, bzw. eure Kinder anmelden, um da mitzumachen. Das wird sicher eine lässige Sache. Da ist viel vorbereitet worden, viele spannende Sachen geplant worden. Meldet euch doch noch an. Denn heute gibt es ein Abendmahl. Alle, die jetzt daheim finden, sind unvorbereitet, könnt ihr noch irgendwie ein Stück Brot und ein rötliches Getränk euch bereitstellen oder einen Zwieback oder was ihr noch Führung habt von gestern oder so, dass ihr das einfach noch so sinnbildlich mitmachen könnt, dass wir das wie so als ein Leib könnt uns erinnern als Opfer von Jesus und das miteinander könnt einnehmen. Heute haben wir einen speziellen Gast, nämlich der Davide Caritiello wird uns heute das Wort bringen. Ich bin schon ganz gespannt. Das ist der Davide. Schön, bist du da. Guten Morgen. Ja, für die vielleicht nicht so updated sind, ich denke, die meisten kennen den Davide. Da sieht man viel da in der Kirche. Und für die nicht ganz genau wissen, wer das denn überhaupt ist, ich habe so ein paar Eckdaten mir beschafft über den Davide. Er hat bis im letzten Sommer hat er in Rom Theologie studiert an einer Bibelschule. Seitdem ist er wieder da und hat als Primarlehrer gearbeitet. Im September heiratet er und im Januar geht er in die Mission auf Italien. Also er ist sehr beschäftigt und hat trotzdem noch Zeit gehabt, um für uns eine Predigt vorzubereiten mit dem Titel Jesus gegen Goliath. Plot Twist. Mal schauen, was da kommt. Ich bin gespannt. David, ich bete noch gerne für dich und dann überlasse ich dir das da. Vater, ich danke dir, dass du da bist, dass du heute Morgen möchtest in unsere Herzen reden, in unser Leben reden, in unsere Situationen reden, Herr. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du den David jetzt vorbereitet hast, dass du Worte in ihn hineingelegt hast, die du uns heute möchtest sagen. Und ja, ich bitte dich, dass du unsere Augen und Ohren und Herzen einfach aufmerksam machst für das, was du für uns parat gemacht hast. Und dass du jetzt einfach durch den David redest. Danke, Vater. Amen. Amen. Danke. So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ihr da oben, herzlich willkommen, auch unten. Und natürlich auch ihr daheim. Schön, sind ihr dabei und hört mir zu. Ich habe heute einen Predigttext ausgesucht. Vom Titel her könnte man schon ein bisschen wissen, was es ist. David gegen Goliath. Und das ist ein Text, den ihr wahrscheinlich schon sehr, sehr gut kennt. Aber wieso habe ich den Text ausgesucht? Weil mir ist aufgefallen, dass oft Akteure und Prioritäten von dem Text missverstanden werden. Also, wenn ihr merkt, hey, die Geschichte kenne ich ja schon, nicht auf Durchzug schalten, sondern unbedingt gut mithören. So, wichtig noch, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, möchte ich gerne 3 Punkte zum literarischen Stil sagen.
Wir wissen, die Bibel hat verschiedene literarische Stile und in unserer Geschichte haben wir den Stil von einer Erzählung. Jetzt sage ich bewusst nicht historische Erzählung, weil Fakten stehen nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht, was Gott mit dieser Welt, mit der Geschichte, mit dieser Welt hat machen. Also es ist eine wahre Geschichte, aber das Historische und Fakten stehen nicht im Vordergrund. Dass das einfach bewusst ist, wenn man die Geschichte lesen. Dann der zweite Punkt, den man unbedingt beachten ist, dass es einen historischen Kontext gibt. Jetzt der historische Kontext ist wichtig, dass man die Geschichte besser versteht. Und es geht nicht darum, dass man die Geschichte entwertet, sondern dass man sie erst richtig verstehen können und dann in einem zweiten Punkt auf heute anwenden. Und die Erzählungen, die wir haben in der Bibel, sind oft heute nicht mehr so lebbar, aber trotzdem von grösster Wichtigkeit. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Eine Erzählung zeigt uns auf, wie Sachen passiert sind und nicht, wie sie hätten passieren sollen. Also die Ethik und das Verhalten von diesen Menschen steht nicht im Vordergrund und oft ist es auch fragwürdig. Ich versuche dann während der Predigt auf die einzelnen Punkte einzugehen, damit das klarer ist. Jetzt würde ich gerne noch beten zum Anfang. Ja, Herr Jesus, sag du einfach den Morgen, das Wort, öffne du unsere Herzen, dass wir empfangen und verstehen und einfach, dass du verherrlicht wirst. Amen. So, der historische Kontext von unserer Geschichte. In was für einer Zeit befinden wir uns? David und Goliath. Was ist dort gelaufen? Und man muss gerade mal sagen, es ist eine Kriegszeit. Und wie so gesagt, moralische Grundlagen während dem Krieg schwierig. Also wir können bei dieser Geschichte nicht viel für die Ethik lernen. Somit geht es nicht darum, wie wir uns mit unserem Nächsten verhalten sollten, sondern es geht ums blanke Überleben in unserer Geschichte. Und ich finde es sehr spannend, dass wir heute noch ein Militärstrafgesetz haben und ein Militärgericht. Weil auch heute ist uns noch bewusst, dass in schwierigen Zeiten das Gesetz und die Verhaltensweise ein bisschen anders sind. Und eben, wenn wir auch gerade jetzt denken, mit dem Notstand, den wir hatten und dieser schwierigen Situation, das sind einfach ein paar Sachen ein bisschen anders. Und das Gesetz wird ein bisschen angepasst. Weil es ist nicht möglich, immer so zu leben, wie man es gerne hätte. Und das ist auch in unserer Geschichte so. Also es ist keine angenehme Geschichte und es ist überhaupt keine gute Nachtgeschichte, die wir eigentlich unseren Kindern erzählen sollten. Genau. Wieso befinden wir uns im Krieg? Wir haben das Volk Israel, nicht der Staat. Das Volk hat den Auftrag bekommen, das Land in Besitz zu nehmen mit dem Josua. Und während der Zeit der Richter ist das nicht passiert, sondern Unmoral und Götzendienst haben immer mehr die Vorderhand übernommen. Und zusätzlich ist es spannend zu sehen, wie wir, kurz vor unserer Geschichte, ist der Saul der erste König geworden. Also vorher haben wir das Richtertum gehabt, wo Richter lokal regiert haben über das Volk Israel. Und erst seit kurzem haben wir einen Saul, einen König, der national über das Volk regiert und wo die Erwartungen, die das Volk hat und die Hoffnungen, die das Volk hat, vielleicht stillen kann oder vielleicht erfüllen kann. Ich möchte jetzt gerne den Text mit euch lesen. Leset doch einfach mit. Wir befinden uns im 1. Samuel, Kapitel 17. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes-Damim auf, zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gad. Er war über 3 Meter groß, gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Dazu hat er noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm, sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein eine Eisenspitze des Speeres wog über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr eigentlich hier mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein.
Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Wow, was für ein Krieger der Goliath. Mit dem Namen Goliath aus der Stadt Gat. Es macht schon nur Angst, wenn man den Namen hört. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wie das so im Volk so durch die Reihe gegangen ist. Hey, hast du gehört vom Goliath aus der Stadt Gat, der Ries? Und 3 Meter ist er gross, Top-Ausrüstung. Und die Frage war dann immer, wer kann den Goliath besiegen? Wer kann das Volk Israel vor der Versklavung oder vielleicht sogar vor dem Tod befreien? Und das ist die Frage, die Erzählung hat. Hey, wer kann das Volk befreien von dieser grossen Not, von diesem riesen Problem, von dieser enormen Schwierigkeit, von dieser Wand, die vor einem steht? Wer kann das Volk befreien? Wer schafft das? Und wir haben da eine spannende Person in unserer Geschichte. Das ist der Saul. Das ist der neue König. Er hat schon viele Schlachten gewonnen. Er war stark, er war gross. Er hat sogar ein Schwert gehabt, weil damals ist es nicht einfach ein Schwert zu haben. Im Volk Israel haben nur wenige Leute ein Schwert gehabt, weil die Philister haben sie kontrolliert. Und wir haben den Saul, der eigentlich alle Möglichkeiten hatte, um wenigstens in den Kampf zu gehen. Er müsste das doch machen als die neue Hoffnung vom Volk Israel, als der König. Aber wisst ihr, im Gegensatz zum Goliath war er ein Winzling. Wenn man bedenkt, dass früher die Leute noch kleiner waren, ist er wirklich ein Winzling gegenüber dem Goliath. Aber das wäre ja nur das Körperliche. Nein, auch menschlich ist der Saul leider nicht so gut gewesen. Er war eigenwillig, er war ungehorsam. Und Gott hat das schon gemerkt. Und er hat sich einen neuen König ausgewählt. Im Kapitel vorher lesen wir von dem. Und in dieser Geschichte wird bestätigt, dass der Saul einfach nicht genügt. Er hat Angst, genauso wie das Volk. Also ihre Hoffnung, ihr neuer König ist am Versagen. Und ich glaube, wie oft haben auch wir einfach falsche Hoffnungen oder in die falsche Person oder eben schon Hoffnungen in eine Person. Doch lassen wir jetzt mal den Saul beiseite, weil es geht nicht um ihn in dieser Geschichte, sondern es geht um das Volk Gottes. Wer kann das Volk Gottes befreien von dieser grossen Plage? Wir lesen weiter. David, der Sohn Isais aus Bethlehem in der Gegend von Ephrata in Juda hatte 7 Brüder. Isai war zu jener Zeit, als Saul König war, schon zu alt für den Kriegsdienst. Seine 3 ältesten Söhne jedoch waren Sauls Aufruf gefolgt und mit ihm in den Kampf gezogen. Der älteste hieß Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Schamma. David war der jüngste. Hin und wieder kehrte er von Sauls Königshof nach Hause zurück, um in Bethlehem die Schafe und Ziegen seines Vaters zu hüten. Der Riese Goliath stellte sich schon 40 Tage, jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Heeren auf und forderte die Israeliten heraus. Eines Tages sagte Isai zu David: Schau doch einmal nach deinen Brüdern, die in den Krieg gezogen sind. David machte sich mit allem, was Isai ihm mitgegeben hatte, früh morgens auf den Weg. Als er das Heer erreichte, zogen die Soldaten gerade unter lautem Kriegsgeschrei zum Kampfplatz und gingen in Stellung. Ihnen gegenüber standen die Philister, auch sie bereit zum Kampf. David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilte den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gat wieder aus den Schlachtreihen der Philister hervor. Und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Hast du gesehen? Dort kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hör nur, wie er uns verspottet. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe: Welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet?
Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Was habe ich denn getan? Entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Jetzt tritt David in unserer Erzählung auf. Kurz vor unserer Geschichte lesen wir, wie er vor seinen 7 älteren Brüdern vom Samuel, damals dem wichtigsten Prophet, zum König gesalbt wird. Daher können wir auch denken, wieso der älteste Bruder so frech war. Auf jeden Fall, der David, nachdem er zum König gesalbt worden ist, ist er sogar an den königlichen Palast gerufen worden als Harfenspieler. Also wir sehen, wie Gott sein Leben mehr und mehr segnet. Und jetzt steht der kleine David, der Jüngste, der schlecht behandelt worden ist von seinen älteren Brüdern, steht jetzt da und hört von dieser Möglichkeit. Und wir lesen von diesen 2 Motivationen, die er hat. Wir könnten sagen, die erste Motivation ist von menschlicher Natur. Er hört, dass er könnte seine Familie von den Steuern befreien. Er könnte die Tochter vom König als Frau bekommen. Also er könnte zu der königlichen Familie gehören. Und das ist eine riesige Motivation schon für ihn. Aber was ihn eigentlich stört an dieser ganzen Geschichte, ist, dass das Volk Israel zuschaut, wie der Gott gelästert wird. Und er sagt einfach, hey, unser lebendiger Gott, wie kann man den so verhöhnen? Ist das möglich, dass niemand etwas macht, dass da nichts passiert? Und an dem Punkt der Geschichte müssen wir uns fragen, hey, ist jetzt der David der Retter vom Volk Israel? Kann er das Problem lösen? Kann er den Goliath besiegen? Lesen wir weiter. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand dem König. Der ließ ihn sofort zu sich rufen. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, wie mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, riss ihm seine Beute aus dem Mund, stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel und mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Steine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Das ist unmöglich, hat der Saul gesagt. Und wisst ihr was? Er hat recht. Der Saul hat recht. Es ist unmöglich, dass der David den Goliath besiegt. Aber wisst ihr was? Gott hört den Satz so oft, es ist unmöglich, und er weiß dann, es ist trotzdem möglich. Weil was für uns Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Der Saul, er sieht keinen Ausweg in dieser Situation. Er glaubt schon fast nicht mal mehr an Wunder. Und ehrlich gesagt, ich würde genau gleich denken. Ich meine, der David, der Hirtenjunge, ohne grosse Erfahrung gegen den riesengroßen Goliath, der hat keine Chance, der David. Aber
der David hat von ihm aus könnte eine kleine Hoffnung sein. Ich meine, er hat schon Löwen und Bären besiegt. Also er hat ein bisschen Kampferfahrung. Aber der David, er vertraut gar nicht so fest auf seine Kampferfahrung, sondern er sagt, hey, mein Schutz, er kommt von Gott. Und es ist nicht mein Verdienst, wo ich die Löwen und Bären besiegt habe, sondern es ist Gott, der gehandelt hat. Und der David ist so mutig sogar, dass es schafft, den Saul zu überzeugen. Und der Saul denkt voll in seinem Schema und sagt, hey, wenn du den Goliath willst besiegen, was eigentlich unmöglich ist, dann gebe ich dir wenigstens die beste Rüstung. Also nimm gerade meine, also die königliche Ausrüstung. Und der David, das bringt ihm gar nichts. Sondern David nimmt, was er hat, legt es Gott an und Gott kann es gebrauchen. Und eigentlich Davids Vertrauen basiert auf seiner totalen Abhängigkeit von Gott. Und er hat schon mehrmals einfach den Schutz erleben und das gibt ihm die Abhängigkeit und das Vertrauen auf Gott. Und er vertraut darauf, dass das auch jetzt wieder der Fall wird sein, dass Gott handeln wird. Also wenn wir die Frage haben, wer kann Gottes Volk retten und beschützen, dann ist es nicht der David, sondern wenn, dann ist es nur Gott selber. Lesen wir weiter. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Ach, jetzt schicken sie schon die Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Wow, wir können meinen, wow, der David, ganz klein. Doch David rief zurück, du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Meine erste Reaktion ist meistens, wow, was für ein Glaube hatte David, was für ein Mut. Hätte ich auch gern. Und die Reaktion, die ich habe, die ist gut und die ist richtig. Aber oft fehlt dann die zweite Reaktion. Hey, was für einen starken und mächtigen Gott haben wir. Der Gott, der den Kampf mit dem Goliath aufnimmt an unserer Stelle und bereit ist zu kämpfen für uns. Hey, so einen mächtigen Gott haben wir. Und der ist so mächtig, dass sogar der kleine David keine Angst hat. Und das sollte unsere zweite Reaktion sein. Und die ist sehr wichtig. Und dann lesen wir in der Geschichte, wie es schon fast lustig ist, hey, dass der David die gleichen Worte benutzt, die der Goliath benutzt hat, und das umdreht und sagt, das, was du mir gerade gesagt hast, das sage ich dir einfach so zurück, weil Gott ist mit mir, weil Gott kämpft. Und der David stellt Gott einfach über den Goliath. Und das ist so schön zu sehen. Und Gott kämpft die Schlacht, weil es ist seine Schlacht. Und das Volk, wo immer am Zuschauen ist, dort in diesen Schlachtreihen, die Krieger voller Angst und Furcht, die sehen das. Und der David ist dort und der sagt einfach, hey, Gott wird kämpfen. Und spannend ist, dass Gott sich den David ausgewählt hat, den kleinen Krieger, wo der Goliath schon fast lachen muss oder gelacht hat. Das zeigt uns aber nur, wie Gott einfach die Ehre wird bekommen, wenn er den Kampf gönnt. Die Ehre gehört ganz Gott. Wir sehen in dieser Geschichte, dass der David nicht die richtige Person war für den Kampf. Der Goliath hat nicht mal Schiss gehabt. Und das zeigt, hey, wenn der Kampf zugunsten von Israel ausgeht, dann ist die Ehre allein von Gott. Lesen wir, wie der Kampf ausgeht. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Also überhaupt keine Angst. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte es in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind.
Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Stein. Da er kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, ergriffen sie die Flucht. Die Männer von Israel und Juda stimmten ein lautes Siegesgeschrei an und jagten hinter den fliehenden Feinden her. Sie verfolgten die Philister bis in die Ebene hinunter, bis vor die Tore der Stadt Ekron. Auf dem ganzen Weg von Scharaim bis nach Gad und Ekron sah man die Leichen der Philister liegen. Schließlich kehrten die Israeliten von ihrer Verfolgungsjagd zurück und plünderten das verlassene Lager der Philister. Goliaths Kopf brachte David nach Jerusalem, die Waffen des Riesen legte er in sein Zelt. Wie am Anfang gesagt, das ist überhaupt keine gute Nachtgeschichte, das ist überhaupt keine angenehme Geschichte. Aber es steht trotzdem, um einfach zu zeigen, wie groß der Sieg war von Gott. Wie fest er sein Volk beschützen möchte. Und zum zeigen, hey, das ist ein mächtiger Gott. So, jetzt oft, wenn wir die Geschichte jemandem erzählen oder jemandem beibringen oder wir lehren die, dann zeigen wir, hey, du kannst sein wie der David. Hey, du kannst Riesen besiegen mit Gott. Und ich glaube, das ist richtig. Mit Gott können wir grosse Sachen vollbringen. Aber die Erzählung lernt uns nicht das. Das ist nicht das Hauptding dieser Erzählung. Es geht nicht primär um den David. Sie lernt uns auch nicht, wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten sollen. Wie schon gesagt, das ist moralisch fragwürdig. Ich sage jetzt nicht, der David verhält sich schlecht, aber wäre das unsere Gebrauchsanweisung für eine Konfliktlösung, würde das überhaupt nicht gut kommen. Um was geht es denn in dieser Erzählung? Ich glaube, auf einer höheren Ebene möchte uns Gott zeigen, dass er sein Volk segnet und beschützt. Dass wir auf ihn vertrauen dürfen. Er ist es. Er ist unser Gott, er ist unser mächtiger Gott. Und wir sind nicht sein Spielzeug, sondern wir sind etwas Wichtiges für ihn. Etwas Wichtiges, das er segnen möchte. Und wenn wir dann den Segen auch verstehen, dann kommen wir auf eine noch höhere Ebene. Es geht nicht nur um sein Volk, sondern es geht um die ganze Welt, die er segnen möchte. Er möchte die Welt segnen und hat einen Plan für die Welt. Und er schaut, dass sein Plan vollendet wird. Er hat die Geschicke in der Hand. Gott schaut, dass es in der Welt einen Plan gibt, der zu Ende kommt, dass es eine Rettung gibt für die Welt. Und Gott zeigt, wie er rettet und retten wird. Und ich möchte jetzt gerne die letzte Ebene einfach noch vertiefen, um zu zeigen, dass was wir haben und was wir sind, auf Gott basiert. Jetzt, wo sind wir in dieser Erzählung? Sind wir der Saul, der Angst hat? Sind wir der David, der alles kann? Ja, manchmal sind wir eine von diesen beiden. Aber eigentlich in dieser Geschichte sind wir Gottes Volk. Das Volk, das vor seinem grössten Feind nicht bestehen kann. Wir sind machtlos und ohne Führung. Und wenn du denkst, du kannst ein Held sein, dann kannst du höchstens der Goliath sein. Also ich empfehle es dir nicht. Und wir wissen, der David, der war nicht perfekt. Aber wenn wir sehen, wie Gott den David benutzt hat und wie er durch ihn gewirkt hat, dann verstehen wir mehr über Gott. Weil der David, der hat sich nicht als Held gesehen, sondern nur als ein Teil von Gottes Errettungsplan. Niemand hätte auf den David gewettet. Und es ist spannend, weiter vorne in der Bibel lesen wir eine Geschichte, wo der David wieder gegen einen Ries kämpft und fast stirbt und nur überlebt, weil ein anderer Soldat ihm noch hilft. Also wir merken, es geht nicht um den David, dass er den Ries besiegt hat, weil er ist nicht genug stark. Wir sehen das später in der Bibel. Und so können wir sagen, dass der wahre Held in dieser Geschichte, das ist Gott. Er ist es, der den Ries besiegt. Er ist es, der das Volk besiegt. Ist es nicht spannend, wenn man dann sieht, wenn man einfach die Brücke schlägt zu Jesus, wenn man sieht, wie Jesus unseren Goliath, unseren sicheren Tod besiegt hat, am Kreuz, während wir untätig, und nicht nur untätig, sondern machtlos zugeschaut haben, wie wir von der Sünde und vor dem Tod beherrscht worden sind.
Und diese Geschichte ist ein kleiner Einblick auf das, was 1000 Jahre später passiert ist mit Jesus. Die Sünde und der Tod sind besiegt worden von Jesus am Kreuz, so wie der David den Goliath besiegt hat. Und wisst ihr, wenn wir das Volk sind, wo so untätig und machtlos zugeschaut hat, wie ohne Führung, ohne Hoffnung, dann dürfen wir gleich zuschauen, wie Jesus den Tod am Kreuz besiegt hat, und dann dürfen wir gleich jubeln, wie das Volk nach dem Sieg gejubelt hat. Also wir dürfen wirklich voller Freude sagen, hey, Jesus hat den Tod besiegt. Das Problem, wo wir nicht selber haben können lösen, hat Jesus besiegt. Er hat uns von dieser Versklavung, von dieser Bedrohung gerettet am Kreuz. Rückwirkend sehen wir also, wie Gott alles im Griff hat. Und wie er durch das Alte Testament hindurch kleine Indizien gegeben hat, wie eines Tages Jesus, unser Retter, den Tod, Bedrohung von Versklavung und die Sünde, die uns beherrscht hat, besiegen wird. Der David, der als kleiner Erlöser in dieser Geschichte fungiert, mit der Hilfe Gottes, ist nur ein kleines Zeichen, wie Jesus einig das am Kreuz tun wird. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, da oben, da unten, aber auch daheim, mach das fest mit Gott. Leg du das hier, gib deine Hoffnung, setz sie in Jesus, vertrau auf ihn. Glaub daran, dass er den Tod besiegt hat, dass er dich retten kann von dieser Versklavung, von dieser grossen Bedrohung. Sprich das aus. Nachher wirst du Zeit haben während dem Lobpreis, um das zu machen. Wir werden nachher auch noch das Abendmahl nehmen und dann hast du die Möglichkeit auch noch. Jetzt vielleicht sagst du, ja, ich habe das ewige Leben schon mit Jesus und ich weiß, ich habe das schon angenommen. Aber auch dein Leben hat Schwierigkeiten. Und auch du hast manchmal sicher einen Goliath in deinem Leben, der hin und wieder vor dich kommt und dich anschreit und sagt, in deinem Leben läuft es einfach schlecht. Ich weiß es nicht, hast du Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, plagende Gedanken bis hin zu Depression, gibt es Süchte in deinem Leben oder kommst du einfach nicht klar mit der aktuellen Situation und all seinen Auswirkungen. Ich glaube, wir dürfen 2 Sachen lernen von David. Das erste ist, wir sollen nicht passiv sein. Der David war nicht passiv und das dürfen wir von ihm lernen. Und das Zweite, was wir unbedingt lernen müssen, weil sonst bringt das Erste nichts. Aktivismus und Positivismus bringt nichts, wenn wir unsere Hoffnung nicht auf Jesus setzen. Wenn wir unser ganzes Vertrauen nicht auf Gott legen, bringt das Erste nichts. Und sieh dich nicht nur wie der David, der das Problem besiegt, weil wenn es dann nicht klappt, fühlst du dich nur schlecht. Sondern sieh dich wie einer von dem Volk, wo das Problem an Gott abgibt, wo die Schwierigkeit Gott überlässt und auf ihn vertraut. Weil dann wird Jesus für dich kämpfen und du wirst ihn loben. Mit dem Gedanken möchten wir jetzt zum Abendmahl übergehen, dass wir einen starken Gott haben und ihn loben dürfen. Wir möchten das Abendmahl gerne vereint zusammennehmen. Das heisst, du bist herzlich eingeladen, wenn du die Befreiung von Jesus schon angenommen hast, teilzunehmen. Hier im Raum dürfen wir nachher nach hinten gehen. Unten im Klassischen dürfen wir nach vorne gehen. Es hat Brot und Saft bereit, aber eben auch die Heime. Nehmt doch teil an dem Abendmahl und sind vereint mit uns, wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus unseren Goliath besiegt hat. Wie Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und uns gerettet hat vor Versklavung, Sünde und Tod. Ich lese aus Lukas 22. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wurde.
tun wir doch zusammen unseren mächtigen Gott loben. Weil er hat einen Sieg für uns eingefahren. Wir dürfen wirklich jubeln, wie das Volk, das machtlos war und ohne Führung. Und eine Möglichkeit ist Lobpreis und das werden wir jetzt zusammen machen. Fühlt euch frei, das Abendmahl zu nehmen und vor unseren Gott zu treten, ihm zu danken, ihn zu loben und auf ihm jeden Tag wirklich unser Vertrauen zu setzen. Amen. Wir werden nachher gerade noch ein Lied singen. Ich darf euch jetzt aber noch den Segen zusprechen. Ich bitte euch, steht doch dazu auf, wenn es euch möglich ist. Ja, ich möchte euch segnen im Namen von unserem Vater, einen liebenden Vater, einen guten Vater. Ich möchte euch sagen im Namen von Jesus, dem mächtigen Jesus, der den Tod besiegt hat und unser Erretter und Erlöser ist. Und ich möchte euch sagen, mit dem Heiligen Geist, dass er euch Kraft gibt und Freude in dieser Woche. Amen.